Wenn man dann über Finanzen schwätzen wir immer über Finanzpublik an. Das bringt Leute draußen zum Teil auf eine falsche Richtung. Weil Leute mengen ich nicht so richtig Differenz oder die Masse von den Leuten nicht Differenz versteht, wenn man vom Staatsbudget schwätzen, und man schwätzen von der Finanzpublik. Das ist aber nicht normal, dass eine Regierung lieber über die Finanzpublik schwätzt, weil die am Equilibre sind. Und die Finanzpublik muss ja wissen, dass das einerseits das Staatsbudget ist, also der Zentralstaat, dass das Securité Sociale ist, und dass die Gemengen an ihrer Totalität sind, wenn die an einem Exerzice aufschließen. Der Staat leidet mit 1 Milliarde am Defizit, Securité Sociale, a priori Pensionen aus dem Privatsektor leihen mit 1 Milliarde Benefiz. Aber wenn wir das dann austauschen, dann sind wir gesamt gesehen am Equilibre, wenn die Gemengen noch einen kleinen Überschuss macht von 100, 200 Millionen, da schreiben wir sogar da Schwarziffern. Das gibt, wenn ich das nicht richtig erklärt, die Leute die Impression am Land, wie wenn die Finanzen vom Land an der Reihe wären. Mit dem Staatsbudget, der wir nicht vergessen, was weiterhin am Defizit, und das darüber, wo wir heute diskutieren. Für den Defizit eben zu decken, muss man als Staat alljährlich oder alljährlich den Defizit über Emprunt finanzieren, wo nicht alljährlich ein Emprunt gibt, mit Emprunt, die da ein bisschen mehr hoch sind, an denen dann Defizite von 2 oder 3 Jahren decken. So geht auch die Evolution an dieser Legislaturperiode in 2 Milliarden an Lut. Das ist der Meier schon gesagt, in der Regierung hat die 3 Jahre kein Emprunt brächten zu machen, weil die Regierung für drun, CSU hat sicher nicht damit gerechnet, dass es an die Opposition kommen. Da hat sie gedacht, da können wir einen dicken Emprunt machen, da sind Defizite für die nächsten 2 Jahre schon mitfinanziert. Das ist eben dumm gegangen. Da hat er am Fond Defizite von der nächsten Regierung mit finanziert. Und dafür können die sich da überhaupt bretzen. Sie hätten an den nächsten Jahren kein Emprunt-Berichten abzuholen. Wir sind dann eben 2017 abgeholt, wo uns dann auch eben den Defizit vom Budget 2018 ab Prinzip mit aufgedeckt kriegen. Der Herr Gramegna hat heute gesagt, dass 2 Milliarden Emprunt, das wäre raisonnabel. Mein Gott, ja, wir warten nicht, sollen noch etwas so, es sind 2 Milliarden, das ist raisonnabel, wenn ein Defizit am Budget möchte, das ist eine gelungene Ausstellung von mir, von einem Finanzminister, den das als raisonnabel findet, wenn bei so einem Wurst muss auch noch 2 Milliarden zusätzlich schlägen gehen. Der Conseil National des Finances Publiques hat dann seinem Avis zum Staatsbudget gesagt, dass bei einer Politik konstant die Verschuldung sich an den nächsten Jahrzehnten zuletzt am Staat sich dramatisch entwickeln, und das aufgrund von den Engagementen, die der Staat haut schon geholt. Und zwar gibt dann den Defizit, die mal haut bei 21% leihen, gibt 2033 bei 30% leihen, 2043 bei 60%, das ist die Grenze, die Kriterien aus Europa als 4 schreiben. An 2060 gibt man bei 161% leihen. Das wären griechische Verhältnisse. Lo muss das nicht antreten. Mir sogar wenn ein Teilchen gibt von dem antreten, was der Conseil National des Finances Publiques sieht, wäre für Lützeburg eine dramatische Situation. Ich habe mich gewundert, dass kein von den Majoritätsdeputierten ob deren Macht aus dem wie von dem Conseil National des Finances Publiques zum Staatsbudget angegangen ist, hat er immer so für sich just Zitate zu finden, dass am Blick Finanzen vis-à-vis von den europäischen Kriterien an der Reihe war, aber wie wir die Perspektiven wird gesucht. Dann ist es noch so, dass mit Millionen nie zurückbezahlen, dass Milliarden dem alleine gehen, aber das muss eigentlich zurückbezahlt werden. Was machen wir? Wir machen alles, wenn sie fällig gehen, machen wir Refinanzimenten, wo wir dann einen neuen Emprunt abholen und dann den neuen Emprunt, den aufliefern, 10 Jahre weiterlaufen lassen. 2019 kommen 200 Millionen, die fällig gehen, 2020 2 Milliarden, 22 1 Milliarde, 23 2 Milliarden, 27 2 Milliarden, 28 750 Millionen, alles Chiffren, die wir heute schon kennen, wo an denen Budgeten, die in dann hier im Land sind, müssen an denen Jahren längst schon im Emprunt abholen, für die Milliarden dort zurückzubezahlen,
Aber wenn wir dann den Plan pluriannuell gucken, der sieht dann auch an den nächsten, zumindest soweit wir noch sind, 5 Jahre defizitär sind, muss man also auch zusätzlich Emprunt abholen für eben den Defizit zu decken. Sind also nur an einer Etappe, wo man immer 2 Emprunt abholen. Für den alten Emprunt zu refinanzieren, und für den neuen Defizit zu finanzieren. Und wir kommen dann an eine Schuldenspirale ran, wo es in muss Angst stehen für die kommende Generation, die aber enke müssen die Schulden bezahlen, weil der Lützeburger Staat haut sind Schulden nicht zurückbezielt, bezielt kein Kapital zurück, bezielt just Zinsen zurück. Kapital müssen als Kanner an der Madame Loschette hier Enkelkant zurückbezahlen, ja. Bei der Regierungserklärung vom 10. Dezember 2013 hat der Staatsminister hier in der Chambre gesagt, über Defizite an Schulden am Staatsbudget. Sie bedeuten, dass Zukunftschancen von der Juncker-Generation gefahren sind, weil durch Schulden und Defizite nicht mehr genug Mittel da sind, für ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und weiter sagt hier, wir haben eine verdammte Pflicht, die Zöllen zu redressieren. Und die verdammte Pflicht, die sieht dann so aus bei dieser Regierung, dass sie angefangen hat mit einem Milliardendefizit und dass sie abhält mit einem Milliardendefizit. Also die verdammte Pflicht hat ihr absolut keinen Einfluss auf die Finanzpolitik von der Regierung, die den Herr Bettel präsidiert.